Servus, Grüezi und Hallo zu einem neuen Livestream mit mir, der Lara Croft. Ja, heute bin ich leider Gottes wieder allein, weil mein Kollege beim Tätowierer hockt und sich eine völlig überteuerte Portion Hautkrebs auf seinen Unterarm pflanzen lässt. Und deswegen bin ich heute wieder auf mich allein gestellt, was wohl auch irgendwie hier hauen wird. Ich weiß leider bloß nicht, wo ihr eigentlich stehen bin. Wo geht's denn da weiter? Story sagt, ich muss da hinauf. Oh Gott. Dann schaut sie mal, bat sie mich mal da durch, oder? die Äxte die hauen sich gleich ihre komischen Kletteräxte sauber selber am Buckel rein. Aber zum Glück sind diese Kletteräxte genauso wie Kratos Axt und die Pfeile von Junge immun gegen Materie, also von dem her ist das nicht so schön. Wir kommen jetzt dann auf. Wenn wir irgendwie aufgraben, oder? Oh Gott, Spitze, das fängt ja schon gut an. Hui! Oh, das hat tatsächlich funktioniert. Nein, Mädchen, du sollst da oben graben! Steh dir nicht so! Oh Gott! Ja, ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich jetzt da... Jetzt grabe ich halt da drüber, was ist falsch? Selber schuld, wenn du nicht das tust, was ich da sag. Gott, ist das wirklich stimmen? Muss ich da wirklich hin? Oh, schon wieder diese Trommelmusik. Bum, 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 bum. Jetzt grabe ich halt da drüber. Ja, geht doch. Ah, da bin ich wieder, jetzt. Spring! Jetzt kenne ich mich wieder aus. Kann ich nicht einmal ein anderes Gewand oder ist da nicht irgendwo mal ein Lagerfeuer, dass ich mich umziehen kann? Ich möchte das nicht alles mit dem Schiener oder Gewand abmachen. Ein schönes Röckchen. Okay, da geht's weiter. Trotz den Steigeisen an die Haxen müsste es eigentlich runterfallen. Ja, ja. Bin unbeeindruckt. Immer wie Obseil. Mit meinem Vagina-Seil. Es tut mir leid, aber dieses Seil kommt halt einfach aus ihrem Schritt raus. Ja. 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 Ich glaube, das Wort. Wo geht's denn da weiter? Ah, Heal. Heal mit dem. Heal ist gut, Alter. Heal ist gut, wenn wir wieder irgendwelche Viecher jagen. Das ist sehr gut, wenn ich da ein bisschen was habe. Ja. Oh Gott, das muss ich die ganze Zeit dieses dämliche Steilhanggraben machen. In die Ei. Mädchen. Ja. Scheiß auf Spider-Man, Alter. Was der kann Lara Croft schon lang. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Ja, toll. Jawohl, Alter! Komm!
Du kannst mir die Jumps gern spielen, ich bin auf alles vorbereitet. Ich frage mich, ob wir nur mal in so ein Dorf kommen, ob wir nur mal so eine Location finden. Vor allem allgemein, wie lange die Spur noch geht. Also ich glaube, jetzt bin ich bei 30%, was ich gelesen habe. Oh, aber Trophäe erhalten, das ist ja schön. Hui! Oh, da macht's keinen Hechtsprung. Ah, Entschuldigung. Ja, leck mich doch am Anus. Ja. Nein, ich will auf da nicht runter. Was ist das? Das ist dasselbe, oder? Ja. Ja, vielleicht noch mal auftauchen, weil ich schätze mal, wir werden jetzt da wahrscheinlich gleich längere Zeit unter Wasser sein. Da geht's weiter. Schauen wir uns schnell um. Ja, da geht's uns nichts. Häng rein! Komm, auf geht's, Mädel! Hau rein! Jawohl! Ein Viech, das oh na, wie wir uns schon wieder verstecken können. Wo sind die Scheißviecher da oben sind? Okay. Leg mich doch am Arsch. Ich hasse diese Piranhas. Vor allem brauche ich jetzt noch eine Luftblasen. Die kämen jetzt gleich da vorbei, oder? Ja. Nicht gut. Da ist eine Luftblase, da ist Luftblase, Luftblase, schwimm hin. Oh, Luft holen, Alter, Luft holen. Oh, durchschnaufen. Alter Vater. Gehen wir gleich wieder da ein bisschen in Deckung, bevor diese Scheißviecher wieder kommen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Wo muss ich denn hin? Da vier muss ich. Ja, ich schwimm doch schon schneller. Oh, da geht's wieder Sport. Oh Gott. Oh, jetzt haben wir wieder in der verborgenen Stadt. Komm, komm, komm. Schick die Mädel, schick die. Ah, sehr gut. Wo sind wir denn jetzt? Ah, da sind wir, okay. Wieso tust du jetzt die Pistolen weg? Ach so, weil wir ja jetzt wieder in diese friedliche Stadt kommen und da können wir natürlich mit den Waffen rumrennen. Die Rebellion lebt zu Unur... Was weiß ich, wie die heißt. Was das bedeutet. Es könnte alles heißen. Hast du eine Nebenquest für mich? Anscheinend nicht. Schade. Oh ja, Pfeilebasteln. Ich brauche mal ja Munition brauche ich mal. Jetzt pass auf, Munition kriege ich ja da nirgends, aber... Ja, scheiße. Kümmern wir uns nächstes Mal, kümmern wir uns später dann um Munition. Jetzt schauen wir, ich bin jetzt erstmal eigentlich... Falls du mich hörst, Ich bin hier. wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Ja, jetzt kann ich wieder Holz mitnehmen. Ja gut, dann gehe ich jetzt trotzdem da schnell da rein, weil dann kann ich diesen Schnellreisepunkt da nehmen. Und gleich schnell in das andere Dorf, wo ich mein Muni krieg. Bin ich richtig da? Sag mal, kippt man das nur so vor oder ist jetzt da anders Wetter? Das war doch vorher viel dunkler alles. Moment mal kurz.
So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ja gut, ich brauche mich eigentlich bei dem entschuldigen, weil mir eh keiner zuschaut. Aber trotzdem, das ist doch jetzt viel heller, oder? Das war doch sonst irgendwie so, Hack und Zah. Ah, das Handy. Irgendwer nervt mich schon wieder, warte mal. Ich muss auf stumm schalten, Moment. So, das Handy sollte jetzt die Fresse halten. Okay, so, jetzt aber. Jetzt sind wir wieder dabei. Und jetzt machen wir da die Schnellreise. Weil ich brauche ganz, ganz dringend Money. Und vielleicht kann ich das Ding noch leveln, die Shotgun, aber jetzt schauen wir uns erst einmal. Weil die Money, die kriege ich leider bloß... wo denn? Wo ist es denn? Das war das. Ja, wo war's denn? Da drüben war's. Da passt es aber. Da möchte ich hin. Ja, da will ich hin. Danke. Okay, jetzt haben wir wieder diese langsame Schnellreise. Stellen Sie aus Objekten wie... Hey, ich wollte das lesen! Drücken Sie rein, um mit dem Vagina-Abseilen zu beginnen. Spezialmunition. Hat eine Spezialfalle Munition herzustellen. Ja, das hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert. Drücken Sie Kreis, um bevorstehenden Angriffen auszuweichen. Ja, das ist ja ganz toll. Das hat auch schon sehr gut funktioniert. Ja gut, das mit Abseilen, das hat man gerade. Gibt's mir mal einen Tipp, den ich brauchen kann? Karte, öffnen Sie die Karte und Artefakte-Mission, ja, das weiß ich ja. Ah, der Balken unten, das bedeutet, jetzt müsste es gleich weitergehen. Jagd, der links über Tiere, bla bla bla. Okay, jetzt sind wir da. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mann, hier, das war hier. Jawohl, tappt man mit dem sauberen Gewand da schön ans Badloch rein. Einfach weil wir es kennen, oder? Jetzt muss man sagen, ich muss jetzt erst mal sauber. Lädt. Ja, erst mal sauber einkaufen. Ich hoffe, dass der auch Taschen hat, mit der man da mehr Shot-Money mitnehmen kann. Wo war denn der Händler? Wo war denn der? Also, kann ich da Ding? Wegpunkt? Kann ich, gut. Immer zum Händler. Obwohl, das war jetzt unnötig, den hätte ich jetzt ohne Wegpunkt gefunden. So, na du, was geht ab? Warte mal kurz, nein, halt, das wollte ich nicht. Ich wollte den Wegpunkt da wieder löschen. Gut, habe ich den. Hi, hallo. Sieh dir meine Ware an. Ich brauche Muni. Was ist das? Pistolenvisier, Breine, die braucht Moon. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hä? Habe ich die Folie? Echt? Okay. Ich muss etwas ablegen, um Platz zu schaffen. Okay, anscheinend. Hä? Wann habe ich die Moon wieder aufgefüllt? Ich würde nicht, ich sage ja nicht nein dazu. Ah, das. Ausgezeichnete Wahl. Ja, da kannst du haben. Viel Spaß. Ja, viel Spaß, den werde ich haben. Komm bald wieder. Okay, also anscheinend brauche ich doch keine Muni. Komisch, irgendwann die hätte ihr letztes Mal erst verballert. Ist mir auch recht. Dann schauen wir Story weiter. Erstmal wieder sauber durchs Badsloch durch, jawohl, aber Hauptsache fürs bleiben trocken. Und wir fangen uns überhaupt keine Viecher nicht ein. Denn wir sind Lara Croft, wir sind so unbeliebt, uns mengen nicht einmal die Parasiten. Okay, wo muss ich denn da hin? Ja, ich beam mir jetzt einfach mal wieder daher. Beam me up, Scotty. In der Zwischenzeit trinke ich was. Prost.
Drücken Sie L3, um schneller zu laufen. Ja, das habe ich schon festgestellt, dass das da geht. Drücken Sie Kreis, um bevor... Ja, das weiß ich auch alles. Nutzlose Tipps sind nutzlos. Nicht durch einen Kopfschuss. Bricht Lara für einige Sekunden den feindlichen Sichtkontakt, kann sie verschwinden und ducken, um Feinden zu entkommen. Aha. Dort ist es jetzt zum Beispiel, das habe ich nicht gewusst. Halten Sie L1, ja Gott, das war es jetzt schon wieder. Aber das gerade eben, das habe ich nicht gewusst. Das war jetzt mal ein sinnvoller Tipp mit dem Ducken, das probiere ich mal aus. Okay. Muss runter. Was ist jetzt eigentlich mit der anderen da? Mit der Freundin von dem Jonah? Abby, glaube ich, hat die geheißen. Lama streicheln! Ich will Lama streicheln! Lama streicheln! Oh, Cutie! Oh, ich frage mich immer noch, ob man da irgendwo einen Bonus kriegt oder so, wenn man die immer streichelt. Wo muss ich jetzt hin? Da lang. Da lang. Halt. Voll, okay. Voll, alles ist voll. Lara, falls du mich hörst, Ich bin hier. wir sind nicht bei Unuratu, Ja, das weiß ich schon. sondern in einer Höhle in der Nähe. Ja, Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. ja, das haben wir schon. Das wissen wir schon. Ha? Wo muss ich denn jetzt? Warte mal. In der Höhle. Ich muss andere Richtung. Anders lang. Na, Spezi. NPC, der genauso ausschaut wie alle anderen. Hä? Was soll in die Höhle sein? Und überhaupt, warum seid jetzt die in die Höhle gegangen? Können die nicht auf mich warten, oder was? Das ist eine Unverschämtheit. Ah, da! Wie ist der Jonah da reingekommen? Also wenn sogar die Lara sie hart tut und sie ist jetzt wirklich nicht gerade die fetteste von die Fetten. Wie zur Hölle ist der Jonah da reingekommen? Unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Ezli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Muss ich das muss ich jetzt aber nicht ernsthaft umziehen, oder? Lara, Ich werde sie da rausholen. Ich will das nicht anziehen, das schaut scheiße aus. Ich weiß. Ich will das nicht anziehen. Ich muss es anziehen. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh Gott, oh nein. Oh Gott, schau jetzt scheiße aus. Naja, wohl. Ja, es geht. Trotzdem. Ich will mir das andere weiter. Du musst jetzt eigentlich hier. Was soll ich jetzt machen? Oh, Basislager entdeckt. Ist das das Basislager? Nein, das ist was anderes. Was ist das Basislager? Oh, da gibt's Kisten. Kiste! Also eins ist klar, sobald ich das Zeug ausziehen kann, ziehe ich es aus. Weil das schaut sowas von dämlich aus. Oh, du hast eine Nebenquest, geil. Sprech. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute.
Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja, mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Aber die müssen doch dann auch skeptisch werden, weil ich meine, Statur und so ist jetzt, hat jetzt Lara nicht gerade die, wenn ich die anderen Typen anschaue, die immer mit diesen Uniformen rumrennen, hat jetzt Lara da nicht gerade eine vergleichbare Statur. Also, ich darf da schon skeptisch werden, wenn ich einer von diesen Wachen war. Wo ist das scheiß Lager? Ich meine, da ist irgendwo ein Lagerfeuer. Seht euch dann Lagerfeuer. Ah, da unten. Da unten ist es. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren und sie für ihre Sache Entschuldigung. Das habe ich die nicht ausreden lassen, tut mir leid. Was habe ich jetzt eigentlich? Das ist der Standard, das ist das da. Kann ich eigentlich den Helm absitzen? Wenn ich jetzt da den Tor so ändere. Na, dann schaue ich wieder so aus, okay. Also, es bleibt mir nichts, ich muss das so machen. Oh Gott. Jetzt habe ich es leider. Er fragt sie nur mit Sobrino, mit einem interessieren, was sie zum Sagen hat. Scheiße. Ja, wurscht. Wäre doch nicht so wichtig gewesen sein. Ja, dann würde ich sagen, mache jetzt die Story Quest, damit ich dieses blöde Outfit wieder ausziehen kann. Das ist überhaupt nicht figurbetont. Also das geht ja mal gar nicht. Und diese Farbe zu diesem Kopfschmuck, das ist ein No-Go, ja? Oh, halt, ich muss jetzt langsam gehen. Ich bin jetzt Tempelwache, Typ, Mädchen, was weiß ich. Da gibt's Heal, den nehmen wir mit. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da, ich muss zur Brücke. Ich muss zu dieser komischen Steinbrücke da. Na, NPC. Junge. Da vorne sitzt der Junge. Oh, hoppala. Ah. Also wie eine Idee war, ich hatte sofort Verdacht schöpfen, wenn da eine Frau von so einer Statur plötzlich bei meiner Wache dabei war. Also zumindest da die sind da Fragen. Na, Spätzels, Herr Kollegen, heute Feierabendhalbe, oder? Saufen wir, treffen wir uns alle beim Trödler. Ja, Spezi, lass du mich rein. Oder bist du ein A-Loch? Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Ha, schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. Kuinei? Ich kann rein, okay. Ein Schlitz! Also anscheinend bin ich wirklich mit dieser Tarnung So unsichtbar. viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Also anscheinend bin ich wirklich mit der Tarnung unsichtbar für die Typen. Na? Habe die. Ja, ich geh bloß schnell. Geh bloß schnell zur Firmenbesprechung. Beishan Intugul.
Minano Nukolo, Mano, Yetel Mishuts Kansani Lobby, Chokili Uhets, Tantike. Bailey kun Uchulo. Hachwahel un binton utsil waminan kukulkantik wignalone? Puh. Aha, was genau soll ich jetzt da machen? Ich muss da rüber. Okay, ich schaue mir erst mal um. Wie immer schauen wir uns erst einmal um, ob wir irgendwo was mitnehmen können. Da liegt was. Da liegt was. Ach, ich gucke auch nicht schneller geht. Sieg ist erst. Ich raube euch jetzt auch aus. Also da muss ich lang. Ah, jetzt kann ich wieder schneller gehen. Jetzt kann ich wieder laufen, aber ich gehe. Ich will ja nicht auffallen. Was ist jetzt eigentlich mit dem Burm? Die müssen wir doch auch noch retten, oder? Halt, ich gehe erst da lang. Erst da lang. Ah, heute nein, da muss ich. Okay, dann gehe ich erst da lang. Da gibt es einen Totem oder ein Monolith, kann ich die lesen? Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Natürlich kannst du nicht lesen. Für was tue ich eigentlich die ganze Zeit diese komischen, was auch immer das da sei, so ein Totems oder so studieren, wenn ich dann die immer noch nicht lesen kann, diese blöden Monolithen. Okay, da muss ich hin. Ich schätze mal, da wird jetzt der Cutscene beginnen. Nicht? Gut, da gehen wir halt weiter. Ah, braucht's Hilfe? Schauen wir mal, was haben wir denn da? Oh, ein Basislager. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Kannst du mir jetzt da herum umziehen? Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Gut, gehen wir zurück. Manchmal sind diese Basislager schon komische Orte, weil das ist ja mitten im Feindgebiet eigentlich. Was haben wir denn da? Ja, schön. Kann man das untersuchen? Nein, okay. Na, Spezi! Uns wieder diese dreckigen Rebellen gefangen genommen, ha? Dieser Abschaum. Wieder ein Heal, Heilung ist gut. Heilung ist gut. Ah, Yoga. Lara, deine Verkleidung ist gut. Das ist hässlich. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Etzli. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun Wenn er kann. geopfert wird, ich... Mit Kaira reden. Nimm es mit. Nimm es mit. Und keiner sagt was. So ist noch Holz. Da gibt es noch was. Kann ich eigentlich Waffen? Na. Da gibt es noch was. Einen Käfer. Das wäre jetzt Abendessen Da immer mit. Da ein bisschen Asche. Asche kann man immer brauchen. So, da hinten liegt noch Holz, aber das ist voll. Oh Mann, das ist blöd, dass man diese Hexersinne nicht aktiviert lassen kann, während man läuft. Man muss immer stehen bleiben und wieder nachschauen, das ist ein bisschen nervig.
Da gibt es noch ein Fell. Heute war auch gerade Viereck. Da ist wieder Käfer. Stirbkäfer! So, so Flocken, aber da wo der Jaguar drin. Oh, da kommen wir dann auf. Ja, so ist dann. Okay. Finde ich nicht. Ah, Händler! Du wirst da wahrscheinlich auch kein Muni haben, oder? Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Oh, sie hat sogar Waffen. Sie hat sogar. Oh, was hat denn die alles? Ja, Taschen, wo ich mehr Shotgun-Moon dran kann. Die war, das ist halt immer. Laservisier erhöht den Subfaktor plus Zielpointer. Anwendbar auf alle Gewehre. Aha. Purpurne Jägerin. Das fällt ganz schön teuer. Na, das ist mir zu teuer. Aufstieg, Werkzeug, modernes militärisches Gesetz zum Seilkentern wird zum schnellen Bewegen an Seilschränken sowie Zerstörung Seilbarrieren benutzt. Kann ich das brauchen? Das ist das Dietrich, ein behelfsmäßiger Dietrich mit dem... Oh, Scheiße, sind die teuer! Wurscht, nehme ich. Ja, Dietrich, ich will den Ein Dietrich. gutes Geschäft. Genau, gutes Geschäft. Und du kriegst jetzt dafür wieder das Geld. Viel Spaß damit. Oh ja, mit das Ding habe ich immer Spaß mit Dietrich. Komm, viel Glück, Lara. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin hier undercover unterwegs. Komm und sieh dir meine Ware an. Nein. Und wer hat's? Wieso kennst du meinen? Woher kennt ihr meinen Namen? Ich bin hier voll verkleidet hier. Voll badass verkleidet und die kennt mir einfach. Viel Glück, Lara. Außerdem nennen sie mich doch sonst eure Kaschik. Das nehmen wir mit. Da hinten gibt es noch gewiss auch noch was. Sehr schön. Oh, kistige Kiste. Was ist da drin? Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hat er eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Ah, interessant. Cool. Okay. Und, aber für sowas hat es dann schon wieder Platz. Aber wenn ich dann ein paar Federn oder ein bisschen Heal mitnehmen will, das geht dann nimmer. Wo tut das ganze Zeug immer hin? So, wo muss ich denn jetzt eine? Wo muss ich rein? Luda, Mädchen, geh weg von der Tür. Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Oh Gott. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Etzli meinte. Dann ist Tarkan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Ich muss gar nichts. Ist das Hauptstory? Ist glaube ich nicht Teil der Hauptstory, das ist eher so Gefälligkeit, aber... Ja, heul nicht rum. War ich schon. Schau mich nicht so an. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Ja, frag doch einen von denen da. Die Hälfte gewiss. Das du, Vogel. Kann ich da reinschauen? Ah ja, da hinten, da drin hinkt einer. Okay, also, ich brauche Hilfe. Ich muss mit dem Mädel reden. Ich kann nirgendwo hin. Ja. Kümmert sich um mich. Ja, dafür bin ja ich jetzt da. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Etzli meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nicht hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Oder Kaschik. Bitte. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt.
Okay. Was hast denn du? Was bist denn du für einer? Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien. Und ich brauche deine Hilfe. Ah. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Okay. Also, ich verstehe. Ich verstehe. Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Au. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Vielleicht könnte ich dich ja überreden. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unuratu sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Ja, wenn es sicher ist, und was muss ich machen, damit es sicher wird? Ja, Sei gesegnet, Au. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Wir können jetzt hier erkennen, wer da Rebell ist und wer nicht. Soll ich zum Gebet rufen? Noch nicht. Aha. Also ich glaube, das ist jetzt auch so eine Art Rätsel, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, jetzt den Typ da, der hat jetzt das Gebet. Tritt zur Seite und lass mich zu dem Gefangenen. Wie schon gesagt, der Mann wird auf Befehl von Kukulkan hingerichtet. Niemand darf hinein. Es tut mir leid, Au. Okay, jetzt pass auf. Ich glaube, er hat nicht viel Zeit. Okay, du bist nicht sehr hilfreich. Du hast einen Zahnräder. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Au. Findet diese Hinrichtung jemals statt? Ah. Sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Wenn ich jetzt zu dem Gebetstypen da gehe. Wir jetzt weiter. Bald. Okay. Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Ja. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Ja, da ist doch. Ah. Ja, auf geht's, komm. Und das fällt denen nicht auf. Das klappt nicht. Beide Hebel müssen offen gehalten werden, damit ich reinkomme. Ja gut, dann Ich hören wir brauche den. Hilfe. Entschuldigung. Okay, also wenn ich das sehe, wenn ich jetzt das richtig sehe, dann muss ich den Typen da quasi triggern, dass die Typen dann übergehen. Dann habe ich eine gewisse Zeit, dann kann ich rein. Und dann muss ich alle zwei quasi darauf hinweisen. Oh Gott. Ich muss ein bisschen schnell machen. Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber Au, das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Ach so, scheiße, jetzt muss ich. Ach, ich muss wieder von vorne anfangen. Genug gebetet für den Moment. Bitte blas ins Horn. Natürlich. Ah, jetzt blick ich's. Jetzt muss ich zu dem. Würdest du jetzt spielen wie verlangt? Ja. Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleibt trotzdem wachsam. So, jetzt muss ich warten, bis die da weggehen. Komm, verpisst euch. Sieg auch noch. Findet diese Hinrichtung jemals statt? Komm schon. Sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Okay, Die Wachen sind weg. Wir müssen diesmal schneller sein. Los! diesmal muss ich den Typen einholen. Versuchen wir es nochmal? Wir müssen schneller diesmal. Das müsste klappen. Okay, Jungs, dann macht's mal der Dame die Tür auf. Aber fliegt da nicht die Tarnung auf für ihre? Nice. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir. Ich bin meinst ein Wolf im Thais? Schafspelz. Deine Du meinst- Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara, Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit. Ich finde dich. Und jetzt? Ich Andere- finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du
Du bist die Fremde, die bei Unuratu in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst Kukulkan nicht nachstellen? Ich war dumm und unvorsichtig, blind vor Hass. Das weiß ich jetzt. Ja, hinterher ist man immer gescheiter, gell? Hier durch. Und das ist ein Weg, eine Story künstlich in die Länge zu ziehen. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Alter, lad nicht so schnell! Ich kann nicht sprinten. Wo ist er denn jetzt? Der Ausgang ist blockiert. Nicht für den Pro-Gamer. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Offen, gemeinsam, stark! Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was richtig ist. Meiner Tochter. Hier. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Oh, wir kriegen ein neues Messer. Vulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Oh, das ist ein Messer. Oh, wie geil, diese kleine Dinge. Diese kleine Crocodile Dundee. Vater. Oh, Kayara. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Und du kannst jetzt doch einfach rausgehen. Das hat jetzt keine Konsequenzen. Dass der Typ jetzt einfach fort ist, das ist jetzt alle wurscht. Das ist jetzt alle wurscht, dass der Typ auf einmal weg ist. Fähigkeitspunkt, schön. Ja gut, Mai. Story wird schon wissen. Okay, ja. Stichwort Story. Und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Ich will doch nicht sein. Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Tja, ich bin halt einfach Lara Croft. Ich bin halt so brutal. Was ist das eigentlich? Ich möchte wissen, wie das Messer ausschaut. Das ist ja nicht mehr so ein Hirschfänger, wie ich vorher gehabt habe. Na, muss ich euch alle noch killen später? Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben... Hey! Du weißt nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Du bist der Schwager. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhe in Ja, Frieden. ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Komm nach Hause, Klischee. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Unuratu, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Hm? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Komm auf meine Seite, Klischee. Eine Welt
Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Warum? Ja, Bring sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg. Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Soll ich mich jetzt entscheiden oder wie, was ich jetzt mache? Also, was ich jetzt zu diesem Typen sagen kann, meine persönliche Meinung. Also, er will ja eigentlich auch nur das Beste für sein Volk. Er meint halt, das, so wie es er macht, ist halt richtig. Aber das meinen ja alle Bösewichte. Also, er ist jetzt nicht der böseste Bösewicht, den ich in einem Spiel bis jetzt gesehen habe. Er meint es ja gut, also. Er meint es ja gut, aber das, wie er es halt machen will, das ist halt dann wieder fragwürdig. Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen. Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Aha. Schön. Jetzt können wir wieder was entziffern. Heute, da gibt's was. Alte Dialekte, ja toll. Und wo? Ich scheitere an jedem Monolithen, wo ich vorbeikomme. Gehen wir erstmal da noch. Schauen wir mal, was da hinten ist. Ich muss doch mal was mitnehmen. Um jegliche Eskalation einer ohnehin schon heiklen Lage zu vermeiden, gelten für sämtliche Mitglieder von Trinity folgende Regeln. Schränken Sie Ihre Besuche der Stadt ein, verlassen Sie das Lager nur in Kultistenkleidung, tragen Sie keine modernen Waffen, vermeiden Sie, wenn möglich, direkten Kontakt mit den Paitizianern. Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chikwa hiermit vorübergehend allen Bürgern, die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Was ist da drin? Der schwarz-gelbe Streifen im Gesicht zeigt, dass es sich hierbei um Tezcatlipoca handelt, einen bedeutenden Gott der Azteken. Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnere, was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Jaguare, Wirbelstürme, die Nachtwinde, der Nachthimmel, die Erde, der Norden, Zauberei, Schönheit, Versuchung, Führungsstärke, Krieg, Unfriede, zwischenmenschliche Konflikte im Allgemeinen und natürlich Obsidian und Weissagung.
Sein rechter Fuß wird häufig durch reflektierenden Obsidian ersetzt, den die Azteken als Spiegel verwendeten und der auch bei schamanischen Ritualen und Voraussagungen zum Einsatz kam. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Wieder was gelernt. Gibt's da sonst noch heute? Da liegt noch was. Nehmen wir mit. Da liegt noch was. Die Priester der Stadt oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen: Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein, und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Nein. Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Was für ein Bald Beben? geht's dann richtig los. Wir Was müssen für- uns beeilen. Was für... Wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Was für ein scheiß Beben. Was laberst du? Da war überhaupt kein Beben. Oder habe ich das nicht mitgekriegt? So, anscheinend kommt jetzt noch gleich ein sauberes Erdbeben. Herausforderungsgrab. Ja, muss ich da nicht sowieso jetzt rein? Hier, nimm mit. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir den jetzt gleich brauchen. Achso, da kommen wir dann da umgraben wahrscheinlich. Ah, da Parcours. Geh wieder hin. Lass du mich vorbei? Tut mir leid. Niemand darf passieren. Ich nehme das als Nein. Okay, dann müssen wir wohl dann übergraben. Und die Typen... Und die Typen sehen das, dass sie da umeinander graben und die sagen da gar nichts. Mit Schwung und... Rups! Tada! Scheiße, sie gibt nach. Ja, ganz toll, super. Ja, ja, da geh halt rüber! Spring halt da rüber, du! Scheiße, tut mir leid. Schreck! Ah! Die scheiß Controller! Oh, das Drecks Gamepad, wenn der Akku genau in dem Moment der Geist aufgibt, hey. Oh, ganz so geht es die Kletterei auch noch auf Zeit. Oh, da kommt Freude auf. Kommt rüber. Sie gibt nach. Ja, das ist mal, das hast du gerade eben schon gesagt. Und gerade beim Story, da kann man irgendwo leveln, dass man dann schneller klettern kann. Ich glaube, das brauche ich jetzt dann doch einmal. Das war knapp. Für Pro-Gamer. Ich glaube, ich muss das echt einmal leveln mit dem schneller Klettern. Gibt es auch noch? Ah, das bleibt. Stabil. Okay, wo muss ich denn jetzt dann auf, oder? Nein. Oder? Geht's jetzt so weiter? Ah, ob sein, oder? Wollen wir ob sein? Ich seil mich ab mit meinen Vagina sein. Voll, okay. Oh Gott. Hui!
Nein, nein. Genau, ich bin nehmt mich nicht als Bedrohung wahr, ich bin ganz ungefährlich. Ich bin nur ein kleines Mädchen mit Pfeil und Bogen, die gerne Parkour läuft. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Interessant. Fuck. Dung. Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich das irgendwie lustig finde. Dung. Ja, wo geht's da weiter? Ja. Ach, da. Mann, ich will dieses hässliche Kostüm endlich loswerden. Krypta entdeckt. Ich will aber jetzt nicht in der Krypta, nein, ich will jetzt die alte da befreien. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Oh, ich sehe gerade, dass Stumpf drum ist. Ach, scheiße. Oh. Ich möchte es die noch befreien, das mache ich jetzt. Mir ist ja wurscht, wie lange das dauert. Bin ich da überhaupt so richtig? Ich glaube, ich muss sogar durch die Krypta durch. Jetzt einfach mal rein. Also außer jetzt kommt nur ein recht anreidiges Rätsel, dann verschiebe ich es auf morgen. Ah, heute nein, morgen kann ich ja gar nicht. Morgen bin ich ja unterwegs. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Was? Warum? Da ist doch der Boden, den sehe ja sogar ich. Also da bin ich schon in Tierfriedlich umeinander gegraben. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Bin ich da richtig? Ich glaube nicht, dass ich da richtig bin. Scheiße. Story sagt nämlich, ich muss jetzt eigentlich da irgendwie da oben auf. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja, wurscht, dann erkunden wir halt die Krypta, wenn wir schon da sind. Ich laufe genau in die falsche Richtung. Da oben ist eine Schnitzerei.
Oder stimmt's vielleicht doch? Ah, wir werden sehen. Passiert doch jetzt gleich was, oder? Dahinter muss irgendetwas sein. Das ist nicht gut. Ja, das war mir schon klar, dass da jetzt was passiert. Alter, wie schnell steigt noch das? Jetzt schaut doch da nicht lang zu! Lauf! Jetzt wird. Halt, da gibt's auch noch was. Ah, jetzt haben wir wenigstens da einen Sarg entdeckt. Diese uralte West aus Wolfsleder. Oh! Einige Aufwärts werden in Gelbe. Ja, das wissen wir. Aber ich kann jetzt das Outfit nicht anlegen. Also anscheinend hat das jetzt nicht viel mit der eigentlichen Story zum Tag gehabt, aber... Ach so! Ach so, da kommen wir dann quasi dann rüber, oder? Ah. Kommen wir jetzt da oben tauchen? Gehen wir jetzt da unten wieder zurück, oder wer? Ich probiere es einfach einmal. Schwimmen, Mädchen, schwimmen, schwimmen, ein bisschen schneller. Luftblase. Schwimm halt in den Schlitz da rein! Oh, ich glaube, das war falsch. Scheiße, ich muss nochmal zurück, ich muss nochmal zu der Luftblase. Sonst wäre die absaufen wahrscheinlich. Aber an sich muss ich sagen, ist das doch ziemlich cool gemacht mit den Luftblasen und so. Ich bin allgemein nicht so der Fan von diesen Schwimmerei-Geschichten, aber ja, das passt schon. Wie geht's jetzt da weiter? Da geht's, oh Gott. Wo komm ich denn da zurück? Ich darf gern wieder zurück, leider. Das ist da jedenfalls nicht. Fuck. Da komm ich nicht zurück. Ja, scheiße, scheiße. Ich glaube, ich sauf jetzt ab. Schwimm, Mädchen, schwimm. Schwimm um dein Leben. Boah, diese scheiß Luftblase, die war da. Ah, gleich Luft rein. Aber wie kommen wir jetzt noch weiter? Dass da der Helm nicht runtergeht. Jetzt bin ich wieder da. Oh, schaut so, es kann es weitergehen. Wir kommen jetzt aus dem Wasser wieder raus. Gar nicht. Doch, da. Oder? Ja, da bin ich raus. Okay. Du sollst auf und... Genau, das ist super. Dankeschön. Nein, da komme ich auch nicht weiter. Nein, ich werde da schon irgendwo zurück müssen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt da hin muss. Okay, also nochmal ins Wasser. Zum Glück hat die Lunge aus Stahl.
Ich schwimme doch noch mal kurz zur Luftpause zurück. Irgendwo jetzt. Ah, da ist Licht. Licht ist gut für uns. Okay. Jetzt haben wir wieder am Anfang. Jetzt haben wir das Grab auch gemacht, aber ich darf jetzt trotzdem immer noch interessieren, wie jetzt der Tusnelda da kommt. Ich möchte die jetzt auf jeden Fall noch retten und wenn es nur 3 Stunden dauert, die rette ich jetzt halt noch. Mal so. Bin ich glaube ich herkommen, oder? Wo müssen ihr jetzt doch hin? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Da jetzt gerade ein Funkspruch gekommen ist, gehe ich mal davon aus, dass ich da richtig bin. Tja, Pro-Gamer. Oh, endlich wie ist der scheiß Helm? Irgendwie ignoriert die kann das sein? Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Ja, ich. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eklipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. And now kiss. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen.
gefährlich. Wie geht's, Etzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Gefährlich, du. Ich bin der Kratos. Nein, nicht der Kratos. Ich bin die Lara. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Ich bin ja noch mal überlegen, ob ich vielleicht mal kurz meine... Jonah, ich bin bei Unuratu. Gut. Etzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Etzli. Traue deinem Instinkt. Was ich gerade sagen wollte, ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht einmal zwischendrin nochmal einen Teil God of War reinhau, wo ich nochmal ein bisschen erkunde. Weil ich habe herausgefunden, dass noch einiges zum Holen gab und ich glaube, das war nicht ganz falsch. Wo kann ich jetzt da meinen Pfeil erkennen? Ich möchte nicht schon wieder da ewig rumkraxen. Ah, da. Boing. Ja, ich finde sie auch putzig. Oh, 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 oh. Oh. Okay, also ich sehe schon, wir müssen uns jetzt noch durchkämpfen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt doch nächstes Mal. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, wo die jetzt noch huckt. Also wir haben sie jetzt quasi befreit. Das müssen wir halt noch abhauen. Und das Abhauen, das verschieben wir dann auf nächstes Mal. Ich weiß nicht, ob es morgen gewesen sein wird, weil morgen habe ich eigentlich was vor. Vielleicht am Vormittag oder so. Wir werden es sehen. Also. Gut. Kommen wir zum Hauptmenü. Dann sind wir soweit fertig für heute. Gut. Ja. Gut, aber wie gesagt, morgen oder beziehungsweise das nächste Mal geht es halt an der Stelle dann weiter. Da prügeln wir uns da raus, werden wir uns wahrscheinlich wieder schlecht töten müssen und so. Und ja, mehr gibt's nichts zu sagen. Ich wünsche noch wie immer allen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Servus. Also, nochmal. Eigentlich wollte ich jetzt ja gerade beenden, aber der scheiß Controller spackt wieder rum. Ah Gott. Ja. Oder spiele ich da noch ein bisschen. Ach scheiße. Wir prügeln uns da noch schnell raus. Dass ist diese blöden Gamepads immer im richtigen Moment abstürzen. Moment, ich probiere es nochmal kurz. Ich möchte es nur rein nochmal kurz probieren, ob es gegangen jetzt. Also falls es jetzt hier haut, ja, bis zum nächsten Mal.